Wir sind auf einem Punkt gekommen, wo über die Welt Sonnenbrand und Bomben fallen. Ungleichheiten, Frieden, Troserei und Enttäuschung. Und weil es um guten linken Alternative fehlt, wählen die Rosen und Enttäuschen oft jetzt Extremparteien. Weil diese Parteien den Ausländer als Feind gehen. Es geht natürlich just darum, zu verstoppen, dass den Ausländer, die Rosen und den Enttäuschten genau dieselben Probleme haben. Arbeit, die nicht mehr für eine Armut schützt, an einen überteuert und spekulative Wohnungsmarkt. Sie, besser gesagt, wir kämpfen gegen die selbst Ungerechtigkeiten. Aber wir gingen zusammen stehen, da ging das System in Wackel kommen. Wir als die Linke werden uns diesen Europawahlen nicht der Rhetorik verfallen, weil wenn zwei sich streiten, freut sich den Dritten. Und ich sprach ihr schläft Parteikolleginnen und Kollegen nicht zu erklären, wenn du mal gemeint hast. Schon mehr wie 25 Jahre heute zu Lützeburg an über Grenzen raus, wo mir der Logik von der Profitgier den Mensch, der Natur gnadenlos ausbeut, Solidarität als Lesung entgegengestellt. Die Linkparteien haben die historische Pflicht, den Spieß umzudrehen, an dem sie ein Fundamenter von einem Europa schafft, das auf Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz und Solidarität basiert. Arbeitsrecht, Gesundheit, Education, ein Kaffee über den Dach, Gesundheit, gesund und nachhaltig Ernährung, Umweltschutz gehören für uns zu den elementarsten Bedürfnissen, an die sie nicht verhandelbar. Aber wenn es da war, ob einmal die ökologisch und sozial Frohen an Europa geht, da spielt Brüsseler Schickeria de Blannen und de Stummen. Mit den Dafen können sie halt nicht mehr spielen. Mobilisation gegen den ausbeuterischen System ist an den letzten Jahren geklommen und gewusst. An uns Aufgabe ist es, die Mobilisationen zusammenzubringen, für zusammen zu stehen. Wir wissen, dass Zuen da sind, für die nötige Transition umzusetzen. Mit Millionen von 2008 der Finanzsektor gerettet, mit Millionen haben wir es durch Covid-Krise gepackt und mit Millionen rüsten wir uns massiv seit 2020 und auch schon viel drin, mit dem Datum klingt das aber noch besser. Aber wo die Link auf die Straße, wo die Jung Link, nee, einfach die Jung, pardon, aber wo die Jung auf die Straße gegangen sind und gestreikt haben, weil hier, aber besser auch gesagt, als Zukunft aufhängig ist von den Decisionen, die Göster hätten müssten schon an der Praxis sind, goffen sie von der Politik geträgt und aber auch von der Gesellschaft belächelt. Sie sollten doch gefällig an die Schule gehen und den Berg halten. Und wir als die Linke haben dezidiert, für diese Europawahlen die jungen Linken an den Vordergrund zu stellen. Es ist wichtig, dass ihr Platz an diesen Wahlen kriegt, für euch zu positionieren und das erste gehört wird. Und ich präsentiere nicht dann noch laut Kandidaten. Das ist dick. Das ist den Markus André. Das geht nicht. Touchscreen an, Dinge geht nicht. So
Ah, voilà. Jakutskaya, Anastasia, Camila Ben, Musil Tanja und Sulcik Alia. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja, und ich wollte dich auch so, dass ich auch Kandidatin bin, also Anna Correa dabei. Und ich muss dich auch etwas mitteilen. Es waren eben Decisionen, ob man da lo Spitzenkandidat oder nicht Spitzenkandidat, und das wirklich hin und her gegangen. Und da war auch um dich, dass ich so die Spitzenkandidatur überholen. Und ich finde am Anfang, habe ich gesagt, ja, ich mache das. Aber wie soll ich das erklären? So an den letzten Tagen, wo ich dann die Rede präpariert habe, und mich auf den Tag an der Woche auf Kampagne vorbereitet habe, und ich gemerkt, dass es nicht kohärent ist. Wenn wir wirklich wollen, den jungen Linken, die Stimme geben, also auch an den Vordergrund wollen setzen, da braucht man nicht nur mit einen Spitzenkandidat, sondern da braucht man da 6. Und dafür können wir auch noch stolz annoncieren, dass wir 6 Spitzenkandidaten haben für die Europawahl. Das soziale Europa, von dem so oft, gerade an diesen Zeiten viel geschwärzt wird, existiert nicht. An einer Welt, an der Kapital Regeln mischt, an Zauberhand vom Marché, alle Aspekte von unserem Leben bestimmt, sind Frauen rund um Arbeit, auch rund um das Sozial, keine isolierten Themen, aber sie bilden viel mehr Fundament von dem, was als Gesellschaft ausmacht. Diese Klassengesellschaft produziert Gewinner, und für allem produziert sie auch Verlierer. Auch am Wirtschaftsstandort Europa, auch an dem sozialen Europa. Noch immer kann allen längst schaffende Personen an Europa nicht von ihrer Arbeit leben. Noch immer brechen sich Leute direkt bei unregulierter Plattformarbeit und das für den Hungerlohn. Noch immer leidet auf vielen europäischen Ländern der Mindestlohn unter der Armutsgrenze. Prekarität ist heute gesetzlich verankert. Und noch, wenn an den letzten Jahren an denen Dossier viel geschieht ist, auch dank den Bemühungen von unseren europäischen Schwesterparteien, geht das nicht durch. Wenn den Arbeitsminister, so wie unser Kollege Mark Baum der mal gesagt wird, also mit einer Selbstverständlichkeit behauptet, an der Arbeitszeit wäre es nun mal so, dass es nicht mehr Gewinner kann geben, dann hat er nochmal der Recht. Und er beschreibt damit das kapitalistische System besser, wie ihm vielleicht lieber ist. Als Arbeit, als Ausbeutung, als unbezahlbare Löhne, als prekäre Pensionen, von den nächsten Generationen da überhaupt hätte kriegen, sind hier Profiter, sind hier Millionen Gewinner. Dieses System, das in der Arbeitswelt Gewinner und Verlierer produziert, ist ein dynamisches System, das damit Ungleichheiten an alle Lebensbereiche produziert und reproduziert. Da möchten an den Schulen, da möchten an gesundheitliche Fragen und da möchten auf direktem Weg auch ein Pensionssystem. Du weinst also mit kosmetischen Verbesserungsansätzen nicht gemacht. Wir müssen am Blick behalten, dass sich grundlegend etwas und denen Verhältnisse ändern muss. Du, wo Politik seit Jahrzehnten vom Primat von der Wirtschaftsfreiheit geprägt ist, muss Sozialrecht auch an den Verträgen an Europa verankert sein. So, dass das Verhältnis umgekehrt wird. Wir wollen eine EU, an der das Interesse von der schaffenden Bevölkerung vertreten sind und nicht nur von den Konzernen. Da, wo Sozialdumping den Sozialakien untergruft, erschaffen Leute gegen den ausspielt, sich längst als boomende Businessmodell etabliert wird, muss zusammen mit den Gewerkschaften für eine Festigung und eine Erweiterung vom europäischen Sozialrecht gekämpft gehen. Konditionen für den Zugang zu öffentlichem Sozialschutz muss zwischen den Ländern harmonisiert gehen. Da, wo die Produktivität seit Jahren konstant im Klammen ist, während sich die Produktivitätsgewinner weder an der Lane noch an der Arbeitszeit herumspiegeln,
muss eine substanzielle Verbesserung von den Arbeitsbedingungen stattfinden. An die reguläre Arbeitszeit auf ein Maximum von 32 Stunden pro Woche gekürzt gehen, und zwar bei vollem Lohnausgleich. Genauso muss das staatliche Pensionssystem gestärkt gehen. Wir fordern eine würdige Pension als Grundrecht, die den Ekart am Abkommen zwischen Mann und Frau endlich überwindet. Massive Investitionen müssen gemacht werden, für eine gerechte ökologische Transition auch in der Arbeitswelt zu garantieren. Die Herausforderungen vom Klimaschutz dürfen nicht allein von lohnabhängigen Leuten gestemmt gehen. Am Konträr, für diesen Defizit umzupacken, braucht es einen kollektiven Effort, eine organisierte Solidarität auf nationalem sowie auf europäischem Niveau und darüber hinaus. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind nicht die Linke und es sind noch nicht Gewerkschaften, die die Allkamel vom Klassenkampf immer aus dem Tirang kommen, wenn es darum geht, Sozialrechte zu schützen und zu stärken. Es sind Kapital- und Interessenvertreter, die lohnabhängig Leute alle Aussicht auf Besserung verwehren, indem sie alles darum gehen, Sozialerkehren zu erfreuen und Fortschritte zu verhindern. Der Klassenkampf wird unermüdlich von oben gefordert. Und das in der Zeit, zusammenzustehen mit den schaffenden Leuten, mit den Gewerkschaften, mit sozialen Bewegungen. Zusammenstehen am Kampf gegen Attacken auf das Recht sowie am Kampf für gerechte Löhne, Pensionen, für sichere Arbeitsbedingungen und für eine umfassende soziale Aufsicherung. Merci. Der neue Lück hat das Wochen Tabu zu Lützeburg gebracht. Seit den 80er Jahren stehen wir zu Lützeburg zusammen konsequent gegen Atomenergie. Wir haben im Zeitalter von Manner Ideologie und Technologie-Offenheit hat der neue Lück darum gewiesen, dass er den alten Lück ist, den an der Vergangenheit hängen geblieben ist, wo der Klimawandel nicht existiert wird, wo er nicht so viel genervt wird wie heute. Wir müssen aber die Klimaneutralität so schnell wie möglich erreichen und dadurch massiv öffentliche Investitionen an Grünenergie und Platz als Suen und Exportation von Gas, Öl und Atom zu verschwenden. Dabei soll auch Schluss sein mit der Privatisation von Energieresourcen, die viel zu lange die Transition blockiert. Sie sollen alle wieder zurück an die Allgemeinheit. Wir müssen mit diesen Investitionen vor allem aber auch die schaffenden Leute an der Bern greifen. Klimaschutz darf kein Luxus für die Reichen sein, die sich alles dürfen erlauben und diese Stadt auch noch freikaufen können. Am Konträr, je mehr ihr verpasst, desto mehr sollen ihr dann auch bezahlen. Wir wollen noch eine radikale Wechsel an der Mobilität herbeiführen. Er wäscht von der Individualität an zurück an die Kommunität. Männer SUVen, Männer Kamionen und mehr auf den Zug setzen. Auch als Natur muss durch mehr strenge Regeln geschützt gehen. Geschützt für Lobbyisten, die progressive Ideen am Keim stecken. Geschützt für Pestiziden, GMOen und der Plastikpollution. Biodiversität und Artenvielfalt muss gesetzlich protegiert gehen, für allem auf EU-Niveau. Das ist kein Geheimnis, dass ohne Natura 2000 der Bobusch haut schon längst nicht mehr da wäre. Merci. Merci an allen Akteuren, die seit Jahren zusammenstehen, für den Bobusch weiter zu erhalten und die weiterhin den Kampf weiterführen werden. Aber wenn wir von Kampf schwätzen, muss man auch die rezenten Proteste an der Landwirtschaft angucken. Das ist etwas ganz klar. Die aktuelle europäische Agrarpolitik ist komplett inkompatibel mit dem Klimaschutz, inkompatibel mit der Klimaneutralität. Sie ist kapitalistisch aufgebaut, auf konstantem Wachstum, an einer Ausbeutung von Feldern und Tieren bis zum Gehen. Wir sind für radikales Umdenken. Kleinbauern und Kleinbetriebe fördern, die Respekt mit Natur und Tieren stehen. Finanziell Hilfe für die Kleinen und nicht für die privilegierten Großbetriebe, die sich in Dreck verteilen für Natur, Umwelt und den Mensch. Für auch ganz viele Leute eine Perspektive zu geben. Denen, die vielleicht selber
motiviert sind, ihren eigenen Betrieb am Land abzumachen und nicht verhungern wollen an der Konkurrenz mit den großen Agrarbetrieben. Für das der Bauer auch überleben kann, muss er für seine Arbeit leben können. Wir wollen die wenigsten Marge von den Distributeuren limitieren und einen Schluss mit der Freihandelspolitik machen, die Großbetriebe priorisiert und weder Mensch noch Natur respektiert. Greta Thunberg hat erkannt, dass der größte Gegner von einem effektiven Klimaschutz der Kapitalismus ist. Egal, was für eine Farbe du soll. Ganz viele andere Junker haben erwähnte Löser auch zu dem Gedanken kommen, an die Namensterilisation machen. Und hier selbst ganz klar, die Link stehen zusammen mit den Junkern, mit einem ambitiösen Programm für eine bessere und hoffnungsvolle Zukunft am Thema Klima. Merci. Demokratisierung an Unebenen von den Universitäten und von den Spitälern. Die Evaluationen nach der Pandemie in Europa haben deutlich bewiesen, die Länder, die ein stark öffentliches Gesundheitssystem haben und hatten, konnten auf den Druck gut reagieren. Darüber hinaus haben öffentliche Gelder für eine robuste und hochqualitative Recherche gesorgt. Hochwertige Recherchen an einem Gesundheitssystem steht Profit am Weg. Wer Privatisierung sieht Profit maximisieren, Kosten drosseln. Und da geht die Rechnung nicht ab. Weil wir brauchen öffentliche Schulen und Spitäler mit einem freien Access, egal wie dick der Portemonnaie ist. Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass alle europäischen Länder die 3% PIB an Forschung stärkt, die Mensch und Umwelt weiterbringt. Wir wollen demokratisch gewählten Direktoren, die vom Personal und Studenten gewählt gehen, an den Universitäten. Und nicht wie Marionetten wohin platziert gehen, weil es der Wirtschaft etwas bringt. Kapitel Universität als Spitäler. Der Hallen und Unebenen von den elementarsten Services, von den elementaren Services. Öffentliche Services müssen an öffentlicher Hand bleiben, an der Rum nationalisiert gehen. Das heißt, dass sie nicht sollten reduziert gehen zu einer profitabler Wur. Sie müssen am Dienst von der Allgemeinheit gehören und bleiben, wo Profit nicht kompatibel ist. Wir werden am Europaparlament dafür plädieren, dass für die essentiellen Services Wasser, Energie, Telekommunikation, Service de Poste, Aviation, Abfallversorgung, Education, Recherche an der öffentlichen Hand gehören und auch bleiben. Wir gehen sogar mehr weit und fordern einen öffentlichen europäischen Transportdienst, der als ich Auftrag kriegt, sich durch ganz Europa finanziell akzessibel zu machen und kohärent umzubieten. Den digitalen und technologischen Zeitalter braucht auch klar definiert Regeln. Sind wir bei Kapitel 12. Okay. Also, den digitalen und technologischen Zeitalter braucht auch klar definiert Regeln. Egal welches Niveau von der digitalen Technologie, sie wird künstliche Intelligenz, sie wird Dienstleistungen oder Logiciellen oder sozialen Medien. Responsabilität muss klar definiert gehen, die bei einem Supergau auf Firma zurückzuführen wäre. Digitaltechnologie muss eine Transparenz und noch ein ethnischer Code muss auf ethnische Coden abgebaut gehen und noch so benutzt gehen. Der freie Access auf Internet und auf Open Source Logiciellen und Programme müssen garantiert gehen. Und am allerwichtigsten ist der Schnittverein zu einem aktiven und noch bewussten Nutzer geht. Und dafür müssen die Digitalkompetenzen und technisches Material für alle Alter
an Sozialklassen zugänglich sind. Hallo kommen ich zu engem Dada, dem wir die Link wollen eben gerade europäischen Niveau auch zur Diskussion feiern, und zwar den Logement. Und zwar auf Wohnrecht an auf accessible Logementer. Lützeburg ist bei weitem nicht der einzige Land, das an einer tiefer Wohnungskrise stößt. Große Investitionsfonds benutzen die Stehen als Spekulationsobjekt. Preise klammen und den Abkommen geht auf Wohnendruck. Wir brauchen eine europäische Initiative für die Immobilienspekulation zu bekämpfen, an großen Finanzierungsprogrammen auf Beine zu stellen, für den Bau und auch die Energierenovation zu unterstützen. Die Linke wollen ein universelles Recht auf den Zugang zum Logement garantieren und gegen Immobilienspekulation auf europäischem Niveau kämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir leben an Zeiten, an denen Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander vor uns, wie schon seit langer Zeit an ist. Wir leben an Zeiten, wo die Inegalitäten mehr hoch sind, wie sie teilweise im Feudalzeitalter waren. Den Effekt von der Pandemie hat die Situation noch mehr verschlimmert. Nicht nur innerhalb der Pandemie, die schaffend Leute mit Lohnverlust und Instabilität leiden, aber auch kleine und mittelständische Betriebe haben es längst jetzt nicht mehr gepackt, die Tiere offen zu halten. Mit dem Grund für den Untergang von der sozialen Kohäsion und dem sozialen Wohlstand ist nicht vom Himmel gefallen. Und es war auch nicht eine unerwartete Pandemie, die dazu gefeiert hat, dass aus einer perfekter egalitärer Utopie als heutige Gesellschaft entstanden ist. Der Grund für das Hierarchie ist eine gezielte Wirtschaftspolitik, die über die letzten Dezennien eben genau diese Struktur gefördert und aufgebaut wird. Das ist die kurzsichtige Politik, wo der reine Profit an Steuerung von arbiträren wirtschaftlichen Faktoren mehr Wichtigkeit zugewinnen gehen, wie dem allgemeinen Wohlbefinden von der Gesellschaft, Kapital für den Mensch hält. Aber nicht nur für den Mensch, mehr auch für die Natur, auch für allem, für einen gesunden Menschenverstand. Das ist nämlich genau das Attitüde vom Neoliberalismus, für Kant beim Nun zu nennen, der es an den Chaos gefordert hat, an dem wir sitzen. Sind der Finanzkrise 2008, auch wenn das nicht den Anfang davon war, auch wenn der Anfang davon schon viel älter geschieht ist, geht nicht nach einem Mantra an der Europäischen Union. An diesem Mantra ist es, die hart erkämpfte soziale Hierarchien dort zu bekämpfen, wo es nicht mehr geht. Ob es öffentliche Gesundheitssysteme sind, ob es der starke Sozialstaat ist oder ob es ein einheitliches Pensionssystem ist, wie es auch bei uns im Moment der Fall ist. Diese Attacke geht natürlich eine Strategie zu gesunden Staatsfinanzen proposiert. Es gibt, wenn die Leute etwas Gutes machen. Das will ja nicht gute Gewissens den zukünftigen Generationen Schulden verehren, an denen dumm oder schon die Zukunft verbauen. Also strengen sich Regierungen von falschen Sozialisten bis hin zu konservativ-Liberalen an extrem Rätsel richtig tun, für die Ausgabe von den Staaten dort zu kürzen, wo sie nicht mehr können. An die Services, die vom Tellerrand hochfallen, sie sollen einfach von irgendeinem Konzernniveau gehen, den dummer der Profit machen kann. Wasser, Brot, der Land gehen am Platz zum Menschenrecht, zum Spekulationsobjekt ausgerufen. Immer mehr Leute müssen für immer Männer von ihrer Arbeit immer mehr schaffen wollen. Am Platz, dass der Baton vom Fortschritt in die nächste Generation aufgeht, gehört meine Generation zu einer von den ersten Generationen an der Menschheitsgeschichte, wo der Generation ökonomisch nicht möglich ist, denselben Lebensstandard aufrechtzuerhalten, wie es ihre ältere möglich war. Ein Rückschritt, den halt Lützeburg so verpannt ist, wie doch vielleicht wenige Plätze auf der Welt ist. Mit dummer, da will ich heute nicht anfangen, einen Generationskonflikt aufzubauen, der nicht existiert. Weil das genau da gerade im Sinn von der großen Profiteure von unserem Wirtschaftssystem ist. Kapitalisten wünschen sich nicht mehr, wie wenn die Jungen, denen allen Schuld gehen, oder die Leute, die halt geboren sind, denen Schuld geben, die nicht das Privileg haben. Aber das ist ein Approach, der nicht mehr in den Tag fährt. Die einzige legitime Analyse von dieser Situation ist eine Klassenanalyse. Wie schon mehr die Enke Haut abgekommen ist, stehe ich mal in einem Klassenkampf. An der Klassenkampf wird im Moment nicht von Arbeiter und Arbeiterinnen gefordert, mehr wird von Ultrareichen gefordert, und zwar gegen die Populärklassen. Ob es Lobbying für Steuerausnahmen ist, Panazee für Steuern durch eine deloyale internationale Konkurrenz oder den einfachen Fakt von der Monopolisierung